Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da haben wir sie mal wieder, die Streif. Das habe ich letztes Mal mit so Federn auf dem Tisch und jetzt wieder mit Schwungrädle. Braucht ein bisschen Abwechslung. Außerdem habe ich da jetzt einiges dafür ausgedruckt, das gucken wir uns mal an. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit. Die Profis haben es vielleicht schon gesehen, da ist mal was hingegangen und ich weiß nicht was. Und dann machen wir das auf und gucken, ob wir es vielleicht gleich reparieren können. Wenn nicht, will der noch Bildler machen auch. Also der da Gott noch, das Gott mittlerweile noch Sekunden mal rumspielen. Auch recht flüssig. Ich überlege gerade. Letztes Mal haben wir uns ja das Ziel von Reel angeguckt. Gut, das letzte Mal haben wir mit einer Prophecy rumbastelt. Also aber das vorletzte Mal, das war dann das letzte Video von der Streif. Da haben wir dann das Ziel von Reel rumbastelt. Aber das euch zeigt. Das hätte ich halt auch gern noch. Ich glaube in Blau haben. Na, gucken wir das. Den weißen Streifen, das seht ihr langsam, das muss ich auch irgendwie anders machen. Da gucken wir uns erstmal ein bisschen Optik an, was ich da so gemacht habe. Das ist ja, das was ihr da seht, der Teil ist nicht mein eigenes Design, genauso wie der Griff nicht. Aber das Ziel von Röhr ist mein eigens. Und habe ich da, das habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt, das war das und das. Das ist dann die Kurzvariante. Ja, also in der Kamera sehen jetzt die Orangetöne nicht so unterschiedlich aus. Dann haben wir da noch die Langvariante. Da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Jetzt gucken wir uns das erstmal. Das habe ich natürlich auch in Grau rausgelassen. Haben wir den Griff. Das ist eigenes Design. Das habe ich dann hier die Dreieckletter oder die Pfeile da imitiert. Und habe das dann hier so schön einfach ja, möglichst elegant halt an die Form von der Streif anpasst, dass man dann das aussieht, wie wenn das da hingehört hätte. Dann haben wir da so ein Ding vorne. Das seht ihr, das ist dann, so kriegt man viel von dem Orange weg. Das sieht dann, schaut echt cool aus. Stört halt, was man noch machen kennt, den ganzen Teil da. Gut, den könnte man einfach der Abdeckung wegmachen. Und den Teil könnte man hier. Na gut, da bleibt immer noch das oben bleiben. Das wäre wahrscheinlich das einfachste, das mal einfach neu designen. Und dann könnte man das ausdrucken in der Farbe, die man halt haben will. Oh gut, die Schulterstütze, das fehlt auch noch. Man braucht dann noch ein bisschen Material für Zukunft auch. Brauche ja auch ein bisschen Zeit, das Ganze zu entwerfen. Und dann machen wir halt Krach. Dann habe ich alles. Das habe ich noch gemacht. Das ist. Oh, das hört sich immer schrecklich an, wenn das 3D-Druck, der auf dem 3D-Druck, der sich bewegt. Da kann man das ein bisschen DJ spielen. Ja, das so für alle Leute, die jetzt Kopfhörer drin hatten, die hatten Spaß. Ja, auf der Seite ist mir eklig abgebrochen, das ist, oder beim Rauslösen, lassen wir das. Also das ist da ein bisschen weiterentwickelt von denen, da ist eine Nuance drin, das ist da sauber arretiert. Und ich habe halt geguckt, dass ich das ein bisschen an die Streife anpasse. Dass das, weil das, ja, ich habe es jetzt halt noch symmetrisch gemacht. Man könnte jetzt aber die Äußerheit auch deutlich dicker machen, dass man das ja, auch die Asymmetrie von der Streife anpasst. Aber das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Können wir da mal gleich das Magazin für die kurze Pfeile rein dort. Sieht das halt so aus. Da ist schon deutlich weniger Orange drin. Und das da vorne wird, also
da müsste man extra Teil und das ist halt gefärbt. Da müsste man halt einfach mal abwaschen. Weil irgendwo so ein bisschen nicht ganz so aggressive Lösungsmittel und dann ist das auch nicht mehr gefärbt. Hat sich das auch erledigt. Dann könnte man das vielleicht zweiteilig machen, dass man da, ja, da hat man genug Futter, dass man das dann, ja, den Teil vielleicht blau macht und den Teil grau. Jetzt gucken wir mal, alles nach dem anderen. Dann habe ich mir das Ganze noch, haben wir nochmal Orange gekauft. Gucken wir mal, wie das in der Kamera aussieht. Das seht ihr jetzt minimal. Das ist halt je nachdem, wie das Licht fällt. Also von meinen Augen in echt sieht das ähnlicher aus, aber das ist halt alles nicht ganz exakt. Also da muss ich mal gucken. Das mit Blau habe ich auch. Da habe ich glaube auch noch anderes gekauft, das dann. Da die Stützstruktur nicht sauber wegkriegt. Das sehe ich jetzt gerade erst. Das hätte ich vor dem Video kontrollieren sollen. Aber der innere Korintherkacker will das jetzt weghaben. Das ist scheiß Perfektionismus. Ja. Gut, das ist alles noch Ecke weg von perfekt. Also da hätte ich dann sonst ganze Krust nacharbeiten müssen. Ja, Seite schneller wäre jetzt gut. Ja. Was ist da noch? Dann sieht das so aus. Ich finde das Orange, das sieht schon nicht ganz schlecht aus, also das passt schon. Aber das Deckel darf trotzdem blau sein. Das darf schon an die Form anpasst sein. Das gefällt mir nicht. Das darf da blau sein und dann darf das da 1 mm weiter sein. Und da haben wir ganze paar Millimeter und dann kann man das da. Dann muss ich mal gucken, das abkleben sauber und das dann. Ob ich das da vorne auch den weißen Streifen oder wir machen den weißen Streifen einfach weg. Einfach weg. Wäre auch eine Option. Weil das. Gut, den könnte man da schon. Das war schon in der Laufverlängerung schon cool, dass der weiße Streifen so halbwegs passt hat. Aber das sah halt auf der einen Seite noch okay aus, auf der anderen Seite ist halt die Laufverlängerung ein bisschen übergestanden und das war halt scheiße. Und jetzt haben wir das auch. In einer kurzen Form. Das ist dann halt einfach. Das sieht ein bisschen glatter aus. Da haben wir die Schiene versteckt und da oben die Schiene ist ja. Da kennt man da Schulterstütze auch einfach noch. So Endkappe, dann auch das Grau da unten noch. Und oben das Blau, dass das einfach auch abgerundete Sache ist. Und dann hätten wir so ein bisschen Pistole drin. Da können wir wieder das orange Magazin rein. Und jetzt, ich sage, räumen wir mal den Gruß da weg. Ich glaube, ich werde mir noch so für das Orange entscheiden. Also nicht das Orange, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir schon von der Farbe her, aber das gefällt mir nicht in Kombination mit dem, wie es da schon aussieht. Das kommt auch weg. Das sind die Originalteile. Das kommt auch mal weg. Viel Dekoration weg. Das darf bleiben. Dann gucken wir mal. Deko weg. Das müssen wir. Das hat man vorher zu machen. Das habe ich geklebt. Also den Teil nicht, das brauchen wir nicht. Den Teil und den Teil, dass das dann nicht wegfällt. Habe ich nicht ganz aufpasst, den Kleber. Den Teil hat. Die zwei habe ich nochmal ausdrucken müssen. Aber halb so wild. Soll vorkommen.
lernt man auch noch, wie das alles geht. So. Dann würde ich sagen, mach das mal auf. Ich habe da noch so, das ist auch so kurze Pfeile, das ist diesmal, ich glaube, da ist die Nuancebruch oder so, irgendwas von den Dingern gesprochen wahrscheinlich. Und das ist aber diesmal Spritzgussoil. Das heißt, das dürfte dann besser klappen. Aber jetzt machen wir mal auf, dann reden wir weiter. Bis gleich. Ja, jetzt sehen wir, woran es liegt. Das kriegen wir jetzt nicht so einfach gelöst. Das hätte man schon einfach lösen können. Ich meine, ich habe das Originalteil noch. Und das könnte man doch einfach einsetzen. Jetzt bin ich gerade nur am Überlegen. Da habe ich auch einen Scheiß baut beim Drucker. Das habe ich so rumdruckt. Das ist klar, denn die Richtung ist gerissen. Das heißt, das obere Teil, da hatte ich ja schon mal das Problem, dass ich das falsch gedruckt habe. Haben wir schlechte Orientierung. Ist das? Schierle für kurze Pfeile? Ne, das sieht nicht so aus. Ja. Das Teil, das müssen wir dann nochmal neu ausdrucken. Das kriege ich jetzt nur heute in dem Video nicht noch. Ja, warum schraube ich das jetzt weg? Ja, da habe ich am Fett echt nicht geheizt. Das reicht noch für ein paar Generationen. Ich muss auch mal gucken, dem da halt vielleicht Fotos mache oder wie ich das mache. Weil das wäre schon cool, wenn ich das hinbringe. Das ja die ganze abgehobelte von den Pfeile und so habe ich mit der jetzt gar nicht geschossen. Das müsste ich dann, wenn es so wäre, weil der Drucker ist ja hauptsächlich in die Richtung. So stehen drucken. Das dann sieht der Teil halt. Da muss ich Stützstrukturen einbauen. Die kann ich dann auch einfach rausdrücken, das ist ja kein Problem. Und das wird ja dann auch abgestützt. So stehen drucken. Und dann wird das in die Richtung, das heißt, das ist mit dem recht gut verbunden dann. Die können es nur in die Richtung brechen dann am ehesten. Da kann ich ja gleich mal gucken, dass ich davon Fotos mache, dass ich das auch drucken kann. Aber ja, das machen wir dann bei den nächsten Male. Das kriege ich jetzt heute so nicht zusammengebaut und dann müssen wir das im separaten Video machen. Und ich sage als nächstes, das habe ich euch ja schon versprochen, das war jetzt zur Überlegung, weil wenn die Streife jetzt nicht kaputt gegangen wäre, dann hätte ich jetzt dieses Video die Riken gemacht. Da habe ich einen Haufen Zeugs gekriegt, der war schon fast schon Weihnachten. Ein Haufen Zeugs und für die Prophecy habe ich ja schon eingebaut, das war das Zeugs, das ich da gekriegt habe. Und das bauen wir dann in die Riken auch noch ein. Mal gucken wir, dass wir die mal. Das ist ja schon ein schwaches Ding. Aber da habe ich glaube bei den letzten Tuning-Versuchen oder bei den letzten Sachen, ja, da habe ich die Leistung reduziert, wie das es was braucht hat. Und ich habe echt gedacht, bei dem Ding, das da ist hier. Aber das hebt wohl recht gut. Aber ich dachte, dahinter das Federl ist gerissen, aber. Ja, das ist schade.
Da habe ich jetzt so oft mit rumgespielt. Also mit der Druckorientierung Gott's halt wohl nicht. Das wisst ihr jetzt. Mit welches Gott, das kann ich noch nicht sagen, aber so tät ist. Also ich tät jetzt eher aufrecht stehen drucken. Also ich habe das glaube oder halt liegend, aber dann sieht halt die Seite, der Teil sieht dann nicht so gut aus. Das wäre halt auch noch eine Möglichkeit. Wobei dann könnte es sein mit Liegendrucker, dass die Dinger da abreißen. Das hat mir glaube hier schon mal, dass da der Schraubturmel abgerissen ist. Also deswegen habe ich das. Deswegen habe ich das so. Ah ne, so rum habe ich das gedruckt. Da war der Boden. Das heißt, die Dinger sind jetzt auch recht stabil, weil die Schichten so sind. Dann könnt ihr jetzt da den Boden noch machen. Die Seite. Und dann so rumdrucken. Muss gucken, aber das Video verlinke ich unter sicherlich, wo ihr die ganze Teil da eingebaut habt, dann findet ihr die ganzen Modelle dazu, weil das sind alles, also da ist ja auch noch 3D-Drucksmodelle unter dem Schalterle, das ist auch nicht mal eigens. Der Trigger, das Magazin-Dengerle, der Trigger, die Platte, das sind alles nicht meine eigenen Modelle hier. Meine Modelle sind außer die Kosmetik, das habe ich gemacht. Oder gucke, was man sonst so machen kann. Und das findet ihr alles dann in dem Video. Die Schwungräder sieht schon schier aus. So ein bisschen putzen. Sieht man zwar nachher nicht, aber für die Kameraaufnahmen. Alles für die Show. Ja gut, dann mache ich das und dann basteln wir das nächste Mal. Nächstes Video basteln wir einen Rieken rum und sobald das dann druckt ist, basteln wir das wieder zusammen. Und so kriegen wir unsere Unterhaltung auch zusammen. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster Ingenieur.